Damals war einfach klar, er hatte die Hosen an, die sie ihm morgens rausgelegt hat. Und da hat sich einfach viel verändert, kann man sagen. Ich hab's gegoogelt. 80% aller Trennungen gehen heute von der Frau aus. 80%! Jetzt kannst du mir nachrechnen. 80%! Das ist viel. Ja, früher war es die Aufgabe des Mannes zu sagen, ich gehe jetzt Zigaretten holen und dann ist er nie mehr wiedergekommen. Ne? Ich sage ganz ehrlich, wenn meine Freundin heute sagt, sie geht Zigaretten holen, ich sage, bleib sitzen, Schatz, ich bring's dir. Aber sie ist Nichtraucherin. Es ist einfach schwierig, klar mit der Emanzipation, es war überfällig, aber es ist ja mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass Männer und Frauen verschiedene Denkstrukturen haben. Männer und Frauen denken verschieden, das ist von der Evolution her so angelegt. Männer denken eher rational, Frauen denken eher saisonal. Da gibt es nichts zum Lachen, schau. Den ganzen Winter über kaufen sie Frühjahrsmode und im Frühjahr weinen sie, weil sie nichts zum Anziehen haben. Erst kürzlich, letzte Woche, ja? Letzte Woche kommt sie ins Wohnzimmer, fertig, verheult, bleich. Die Welt geht unter, sagt sie. Was ist los, Schatz? Beruhig dich, sagt sie. Die Welt geht unter. Der Maya-Kalender Ende 2012. Boah. Habe ich gesagt, beruhig dich, Schatz. Mein Pirelli-Kalender endet sogar noch dieses Jahr. Na, aber ich bin ganz sicher, die drucken einen neuen. Ne? Na, er hat gesagt, nein, du verstehst mich nicht. Der Maya-Kalender ist Jahrtausende alt und 2012 wird er enden. Und dann habe ich gesagt, na, du siehst das doch schon. Jahrtausende alt ist doch alles klar. Haben sich die alten Mayas gedacht, da schreiben wir mal einen Kalender. Den machen wir mal bis 2012. Sind wir persönlich auf der sicheren Seite. Und wenn es soweit ist, dann sollen die Jungen fertig schreiben. Und dann sind ja die Conquistadores dazwischen gekommen. Sind die Spanier gekommen, die Portugiesen haben sie alle abgeschlachtet, niedergemetzelt, keiner mehr übrig. Sag ich, und da siehst du es doch. Wenn die alten Mayas wirklich so schlau gewesen wären, ja, dann hätten sie doch den Kalender schon vor 500 Jahren enden lassen, weil sie ganz genau gewusst hätten, dass sie anschließend definitiv keinen Kalender mehr brauchen. Ich fand's logisch. Sie fand's scheiße. Weil sie gesagt, mit dir kann man über sowas nicht reden, du hast da kein Verständnis, sie geht jetzt, sie muss jetzt eh noch zum Tanken, weil es ist zunehmender Mond und da hält's Benzin länger. Es ist dieses saisonale Denken einfach, was uns Männer so verwirrt. Ich habe letztes Jahr habe ich eine große Umfrage unter meinen weiblichen Bekannten durchgeführt. Ich habe gefragt, was für einen Typ Mann hättet ihr gern diese Saison? 80% haben geantwortet, wir wollen den metrosexuellen Mann. Rasierte Beine, rasierter Oberkörper, aber verwegener 3-Tagesbart. Da habe ich gesagt, nein, wir wollen so Beckham-Typen. Haben sie gesagt, so Beckham-Typen, wollen wir Beckham-Typen. Da habe ich gesagt, ja, Beckham kenne ich auch, wenn es mir nicht geht, mit deinem Beckham. Habe ich gesagt, mit deinem Beckham, habe ich gesagt, kenne ich natürlich. Absoluter Profi in der absolut härtesten Männerliga der Welt, der Beckham, aber dann 3-mal in der Woche beim Friseur, der Beckham, sage ich, das passt doch nicht zusammen, sage ich, das ist ein Experiment der Evolution und das vergeht auch wieder, der Beckham, habe ich gesagt, hast du das jemals übersetzt? Beckham, der Mann heißt Hinterschinken, das ist, was sie wollen, die Frau, Hinterschinken, aber gut rasiert. Und wenn sie dann auch noch anfängt, ich soll mir doch endlich mal Markenunterwäsche kaufen, aber da sage ich, entschuldige mal, da bin ich aus einer anderen Generation heraus. Markenunterwäsche, hey, wir Männer, wir trugen damals einheitlich diese weißen Unterhosen mit Eingriff, oder? Kleiner gelber Fleck vorhin, aus mehr war er nicht. Ja, für uns war die Vorstellung, dass wenn man mit einer Frau, sagen wir mal erotisch, von der Erotik her, wenn man sagt, man ist bei den Dessous angelangt, ja, dass sie dann aufsteht und heimgeht, weil sie ein Problem mit deiner Unterhosenmarke hat. Ist doch absurd.
Es ist doch absurd, sag ich zieh's doch eh gleich aus. Das ist Entschuldigung, dass die aufsteht und heimgeht, das kann dir heute schon passieren. Das ist mir heute auch schon passiert.